Bonjour, mes amis. Hello, my friends. Um, Now I'm back. Um, Maybe you saw it, my posts on Instagram. I couldn't make an episode last week because my voice was very terrible due to a vocal cord inflammation, and it's still here, but I try to not to talk too much during the days when I'm home alone. In the past, I was talking a lot to my cat or cats, but I stopped and I'm drinking a lot of tea with honey and stuff like that to try to get rid of it. And I can say, of course, it's still here and it will be my new friend for a while, but I think this week it became already much better than last weekend. So let's hope I can sing soon again. But most important, I can make my episodes again. And in today's episode, I would like to tell you a little bit of my weekend in Paris. It's already 2 weeks ago, and it seems like ages ago. And it was really amazing. We just had such a great time. Christine and Teresa, we went together from Zurich to Paris, and there we met Julie Nitz in Paris, of course, and also Madeleine and Soraya Jedranitz from Amsterdam and Rotterdam. And yeah, a 6 girly gang going around in Paris. It was really cool, and we found very close to our hotel a bar with the name Juju, and so it was just, yeah, we had to go in there, and they had a beer called Juju. So we tried it, but sadly, they had no Juju glasses. Otherwise, maybe I would have now a Juju glass at home, but okay, sadly. We went on Friday and we went around Paris a little bit, and on Saturday we visited the yarn festival Lenorama. It was the first edition. It was close to the Pantheon, and there were 24 exhibitors, and one of them was Sarah. She is the owner of La or Le, I don't know anymore, Manufacture de Beret. She made this beautiful beret. And Christine and me, we decided already at home when we saw that there will be an exhibitor selling berets, we said we need one. And it's handcrafted, it's 100% merino, and it's just amazing. And Sarah is a fantastic lady. We went there and I said, oh, I would like to have a black one. And she looked at me and said, forget it. You don't get a black one from me. And I said,
Why? I need a black one. No, you don't need a black one. The black one will show your black eye rings and wrinkles way too much. You don't get a black one. But try all the colors and then decide which one is the best. Okay, that was in the first moment a little bit strange for me, but hey, come on, let's try and see what happens. And as you can see, not a black one, but I ended with the gray one. I tried the royal blue, a night blue, a very dark blue, a brown, a purple, and yeah, something like nature, but it was really the gray that was the best. But maybe it was also because I was wearing the Misty Mountain sweater in gray, so it was a perfect match with my shirt. But I still love it, and I'm glad I took the gray one and not a black one. So maybe, I don't know, maybe the eye rings popping up even still enough, but I feel very comfortable with my gray one. And don't you think it's amazing? If you're fancy, check out the website of Sarah or the Instagram account. I will put the links for both into the show notes. And I really hope to go back to Paris soon, because I would like to visit her manufacture, because it's so beautiful. I saw some pictures of it on Instagram and I totally fall in love with her atelier studio manufacture. It's wow, just so beautiful, even from the outside with the window and everything. So if you are going to Paris, don't miss to visit her and say hi to her. Yes, at the festival it was quite crowded, and 24 vendors. And for example, the La Fée I bought there in Lyon a beautiful cashmere silk yuck blend. I'm not sure anymore, but I know it's cashmere inside in some brown shades, 3 skins. And I thought, oh, if they are there, I can go and get another skin in a contrast color, just to have 1 or 2 skins more at home to make a sweater or something. And I think I went to the booth around 2. No, earlier. It opens at 10, and we was there maybe 11:30, something like that. And maybe around 12:30 I went to the booth, and wow, they were nearly sold out. And they were totally sold out of the cashmere blend. So okay, I have to wait. Maybe I'm lucky enough to go to Lyon again this year, or
maybe I see them on another festival somewhere to get another skein. Of course, I could buy it for sure in the internet as well, but I think it's more special if you buy it on a yarn festival. So I will keep these 3 skeins safe, and hopefully 1 or 2 others will join it and then become a sweater or something. Big surprise was not for me because I knew they will be there, but they couldn't understand it first. It was when I went to my friends of By Night Dyes, Natalie and Jean-Luc, and the eyes get very big when they saw me and realized that it's me. We saw each other also last time in Lyon, and before Lyon, I think I haven't seen them anymore since 2020, when they was the last time at the Swiss Yarn Festival as exhibitors, and it was so good to see them. And I don't know if I showed you once my skeins I brought home from Lyon already, but in Lyon I bought these 3 skeins. All 3 are Sirius. Oop, like this. Okay. It's blue-faced Leicester and 25 Gotland yarn, and it's natural dyed. This is like a rosé, an apricot, and a darker, I would say it's a dark orange. And in Paris, I thought I need 2 more, either to make a sweater or to maybe a big shawl. So I decided to get a neutral one. It's a brown grayish and a beautiful purple, which is a perfect match to my chair. I just realized, look at this. And yeah, so now I have these 5 skeins, 2 very bright, 2 pastels, and 1 neutral. So I'm sure I will get a cool idea one day for these 5 babies. And when we were walking around, mostly watching for some yarn for Christine, she was on the hunt for a silky one for a shawl. It's Mary's wedding shawl, a design, older design from me, and I'm so sorry I do not have a sample here, so I can't show it to you, but also I will put the link to the pattern on Ravelry into the show notes, so you can check the photos. It's a lacy shawl, and she was on the hunt for some yarn for it, but I don't know, yeah, she found something, but I was a little bit distracted
in my concentration because I saw this. And I'm sure you know I'm not really a greenish person, and honestly not really this green, but I totally fell in love with this color. I couldn't resist, and together with this color, it's just so cool. It's Les Chevaux Solidaires. I hope I said it correctly. My French is very poor. It's 65 merino, 20% silk, and 15% yak. Here it's in French. And the lady or the owner of this company or this hand dyer, she is collecting money with her dyed yarns to spend for research for the illness, gene illness, a rare one in dysplasie fibreuse. Here it's written all about, because her daughter has this illness. And yeah, I think it's really a nice thing to buy some beautiful hand-dyed yarn in a fantastic base and to do something good, and then to knit it. And she had also an amazing black, or maybe a very dark anthracite. And black is, I think, a very, very difficult color to dye, to get some really nice ones. Mostly it's more shades of black or gray. I'm sorry. And so I couldn't resist to buy it. I bought 3 of them. And it's 50% yak and 50% silk. And it's just so nice. And maybe, not sure, but it could be a cool sweater, a Fair Isle one. Let's see what it will be. Yes, this was Paris. On the afternoon or the later afternoon, we went down to the Seine in close to the Notre Dame. There is a bookshop, Shakespeare and Company, where Teresa liked to go. It's a fun fact. It's a bookstore who sells only English books in Paris. I didn't know that, but I think that's quite amazing.
When we came down, there were they were queuing, and it took nearly 1 hour to get into the shop. So we decided, or Teresa mostly decided, not to go in, and we had a drink in a restaurant quite close to the yarn shop. And after, we went back to the hotel, or close to the hotel, because there is a mall, a big mall, and Christine and me went to buy new shoes because we both had shoe problems, that our shoes weren't comfy and there were something broken, and we were walking quite a lot on Friday and Saturday, so our feet were really in need of a new pair of shoes, and we both bought some Adidas. Oh, I forgot them downstairs. Maybe I show you them in another way. And I also bought a new backpack, a cool one from Kabaya. I think it's Kabaya. And that was also a very good idea, because my backpack I had was not really comfy and my shoulders were hurting a lot. I can also set you the link, and it was expensive, but I think it's quite a good investment for future travels to yarn festivals, or even to go with my son downtown Zurich or like this. So it's really comfy. Yes, and in the back you see a shirt I was knitting in the last 3 days. It's the original is this one, but I didn't like the color, so I redid it and I changed the color that it's more comfy. The yarn is from Rosarios Quatrov, and it's a wool linen blend, and it's a summer shirt. It's really a cool quality to wear in summer. I worn it last year at the Oporto Yarn Festival, and especially for some cooler or windy summer days, it's perfect. I wrote the pattern while I was knitting it, but it needs now some redo of some aspects, and of course the grading for all the sizes. But I hope I can finish it by this month and send it to my tech editor, and then maybe somewhere in July making a test knit call. If you are not yet in my test knitter pool but would like to be, visit my homepage and sign in to the test knitter pool. There, in this, you only get emails if I have a call, and but not for newsletter and stuff like that. So if you like to get into my in my test knitter pool, I put the link
below. Yes, so thank you very, very much for watching. Hope you enjoyed it, and hope to see you next week again. So, a bientôt. See you soon. Bye bye. Bonjour, bonjour. Hoi zusammen. Endlich bin ich wieder da. Meine Stimme ist zwar immer noch nicht so toll und habe jetzt doch auch 2-3 Mal im englischen Teil ein bisschen Mühe gehabt, wegen trockenem Hals. So viel Schnurren trocknet halt einfach gerade wieder aus. Und ich gebe mir aber Mühe, dass ich auch die schweizerdeutsche Version in etwa gleich durchziehe wie die Englisch. Und hoffentlich nicht vergessen. Die Episode bin ich euch ja noch eigentlich schuldig, von Paris zu erzählen, wo ich ja vor 14 Tagen war. Wow, schon wieder 14 Tage her. Auf die eine Seite fühlt es sich so, als wäre es ewig her, und auf die andere Seite erst wie gestern. Ich bin ja mit der Krigi und dem Resi sind wir am Freitagmorgen von Glattfelden aus via Zürich auf Paris mit dem TGV. Und dort haben wir dann Julie von Julie Nitz in Paris getroffen und ein bisschen später auch noch Madeleine von Rotterdam und Soraya Jedranitz aus Amsterdam. Und dann sind wir da so eine 6er-Girlie-Gruppe, die Paris ein bisschen unsicher gemacht hat. Wir sind am Freitagnachmittag einiges gelaufen. Vor allem so ein bisschen in dem Quartier ums Hotel herum. Das Resi hat in einen speziellen Laden wählen, den wir dann gesucht haben und auch gefunden haben. Aber leider haben sie nicht das gehabt, was sie wollten. Und dann haben wir eine Bar gefunden oder ein Restaurant. Ja, nein, ich glaube, es war schon eher eine Bar, wo Juju geheissen hat. Juju, das Pink, so heisst das Pink von den Penny Lane Yarns. Und da haben wir natürlich ihnen eins trinken. Und die haben auch ein Bier gehabt, das Juju geheissen hat, oder ihres Bier. Leider haben sie aber kein Juju-Gläser, weil sonst hätte ich jetzt ein Juju-Bierglas vielleicht da die Heime. Aber ja, so ist es halt nicht gekommen. Am Samstag sind wir dann alle zusammen als Lenorama, als das erste oder die erste Auflage von dem Festival. Das war in der Nähe vom Pantheon und hat 24 Aussteller gehabt. Und ein Aussteller, den ich in Lyon kennengelernt habe, wo mein Tech-Editor auch einmal arbeitet oder hilft. Das war La Fefi. Und dort wollte ich unbedingt vorbei, weil in Lyon habe ich mir 3 Stränge gekauft von ihrem Kaschmir-Jack-Seide-Gemisch. Und ich habe gefunden, ja, ich will noch mal 2 Stränge dazu, einfach wegen der Menge. Und vielleicht in einer Kontrastfarbe, weil ich habe jetzt so 2 verschiedene braun-bronze Töne da daheim und hätte gerne noch etwas dazu gehabt. Das Festival hat am 10 Uhr aufgemacht. Wir waren, glaube ich, irgendwie um 11:30 oder so dort gewesen.
ich bin dann mal schnell eine Runde gelaufen und dann habe ich gefunden, so, und jetzt gehe ich schauen, wegen dem Kaschmir. Und das war vielleicht 11:30 oder so. Und da sind sie schon ausverkauft gewesen. Hat einfach nichts mehr gegeben. Ja gut. Dann spare ich mir das auf. Vielleicht sehe ich es ja irgendwann an einem anderen Festival wieder. Vielleicht habe ich Glück und ich kann das Jahr wieder auf Lyon. Und naja, ich könnte sie auch im Internet bestellen, das ist klar. Aber ich finde es einfach da mal ein bisschen schöner und spezieller und vor allem halt eben auch persönlicher, wenn man es an einem Festival bestellen kann. Darum behalte ich jetzt einfach die 3 Strängli, die ich hier habe, schön brav auf der Seite. Und irgendwann laufe ich der La Fefi sicher wieder über den Weg. Und dann finde ich schon das Richtige dazu an. Dann natürlich, wo Krigi und ich schon in der Schweiz gesehen haben, dass man Bären kaufen kann, war für uns klar, dass wir eins posten. Und das ist eine kleine Manufaktur. Die Chefin oder Besitzerin Zara war selber dort und hat ausgestellt. Und sie ist mega cool und hat ihre Bäre also felsenfest im Griff. Das Witzige war, ich bin an den Stand gelaufen und habe gefunden, ich will ein schwarzes Bäre. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, und du kommst von mir kein schwarzes Bäre über. Und ich so, hä? Wie? Was? Okay. Und dann hat sie gefunden, nein, wenn du jetzt ein schwarzes Bäre ist für deine Hautfarbe viel, viel zu hart. Damit werden nur deine Augenringe und deine Falten betont. Mit dem hat sie mich natürlich gehabt. Sie würde mir grün empfehlen. Und grün ist ja jetzt wirklich nicht meine Farbe. Und dann haben wir das halt dann sagen und dann hat sie gefunden, ja, dann probier einfach mal, also schau jetzt, den Reis nach dem anderen probieren und dann, wenn der Reis gefällt, ist gut und sonst ist halt Pech gewesen. Also Pech gewesen. Aber schwarz gibt es nicht. Und gut, ich habe dann doch einige probiert. Auch ein Fuchsia, Pinkiges, Braun, Beige und Königsblau und Nachtblau. Aber es ist das Graue geworden. Und ich muss sagen, ich bin also immer noch mega glücklich über mein graue Bäre. Es ist 100% Merino-Wolle oder Merino-Filz und natürlich handgemacht. Und es ist einfach das perfekte Bäre. Die anderen, also schlussendlich haben alle 6 von uns ein Bäre gekauft. Und bei allen ist es also auch irgendwo jeweils die Farbe geworden, die sie eigentlich gar nicht gedacht haben. Aber Zara hat das wirklich megamässig im Griff. Und geht doch einmal auf ihre Homepage und ihre Insta-Feed schauen, weil ihre kleine Manufaktur in Paris ist mega herzig. Bilder von dort, die ich die gesehen habe auf Insta, habe ich mich also wirklich gerade verliebt. Also eben so der Paris-Flair. Und wenn ich, also ich hoffe, dass ich irgendwann gleich wieder kann, auf Paris und dann werde ich dort vorbeigehen und ihr ein Besuchchen machen. Macht doch das auch, wenn ihr zu Paris sind. Dann, was auch ganz witzig war, oder für mich witzig war,
Die By Night ist auch am Festival gsi. Also sie hat einen Stand gehabt, Nathalie und ihr Mann, der Jean-Luc. Und die zwei haben ja nicht gewusst, dass ich dort hinkomme. Und ich bin einfach da an den Stand gestanden und habe mal den Jean-Luc angeschaut. Und wo er dann hat er mich angeschaut, wieder weggeschaut, mich wieder angeschaut und dann so, «Oh, was machst denn du da?» Und es war mega, mega herzig, weil ich das letzte Mal in Lyon gesehen, das letzte Jahr. Und bis auf Lyon habe ich seit dem Swiss Yarn Festival 2020 habe ich es überhaupt nicht mehr gesehen. Und das sind zwei ganz, ganz grosse Schätze. Ich habe die zwei Menschen wirklich mega gern. Und natürlich auch der Nathalie ihre Färbungen. Und ich weiß nicht, ob ich schon gezeigt habe, was ich da das letzte Jahr in Lyon mit heimgenommen habe. Es ist alles Base Sirius. Das ist Blue-Faced Leicester mit Gotland. Und das ist so ein bisschen ein rosa, ein Aprikot und ein sehr dunkles Orange. Und ich habe gefunden, ich will doch noch mal 1 oder 2 Stränge dazu, um entweder einen richtig grossen Schal vielleicht zu machen oder halt eben auch einen Pulli, einen mehrfarbigen. Und habe aber gar nicht mehr so einen richtigen Plan gehabt. Also das Rosé und das Aprikot hatte ich schon noch im Kopf, aber das Dunkelorange nicht. Ich habe gemeint, ich habe eben nur 2, dabei habe ich ja 3. Und dann habe ich aber mir jetzt einfach so ein taubfarbige Färbung, so als neutrale Basis. Und ein wunderschönes Bordeaux-Rot. Und schau mal, es passt perfekt zu meinem Stuhl. Habe ich jetzt noch dazu genommen. Und ich glaube, mit dem kann ich etwas mega Cooles machen. Vielleicht kommt auch der eine oder andere gar nicht drin vor, aber ich glaube, das ist mal eine gute Voraussetzung und vor allem sicher genug Wolle. Und was es dann daraus gibt, werden wir sehen. Dann sind wir noch ein bisschen umgestiefelt, eigentlich für Krigi. Sie hat noch irgendeine Base gesucht, wo es Seide drin hat. Für Mary's Wedding Shawl. Das ist eine ältere Anleitung von mir, die ich leider nicht einmal zeigen kann, weil ich habe gar keinen Sampler von dieser Anleitung oder von diesem Design. Ich sollte mal noch einen machen, damit ich den auch wieder ausstellen kann, weil hätte es ja eigentlich schon verdient. Das ist nämlich wirklich ein schöner Schal. Ich tue aber den Link zu der Anleitung im Ravelry in die Shownotes ziehen. Dann kannst du ihn dort anschauen. Und wo wir da so ein bisschen rumgelaufen sind und etwas gesucht haben, sie hat schlussendlich etwas gefunden, aber ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich bin über diese Färbung hier gestolpert. Ist die nicht einfach nur hammer geil? Ich weiss, wahrscheinlich würden die mir nicht glauben, dass ich das gekauft habe, weil es ist doch ein grosser Anteil Grün drin und dann erst noch Tannengrün. Und Tannengrün macht mich halb wahnsinnig, habe ich gar nicht gern. Aber die Färbung ist jetzt einfach nur wirklich geil. Das war der letzte Strang, den musste ich haben. Und
dann hat einfach der da dazu geschrien, er will mitkommen. Und zwar wollte zusammen mit dem wilden, grünen Zeugs verlismet werden. Da musste ich sagen, ja, so gut, dann kommst du halt mit. Es ist 65 Merino, 20 Seide und 15 Jack. Und aussprechen tun ist sicher falsch. Es ist Les Chevaux Solidaire. Und das ist ein nein, nicht ein Sozialprojekt. Aber die Handfärberin ist Mutter. Ihr Kind hat irgendeine seltene Krankheit, Dysplasie fibreuse. Und sie tut mit dem Handfärben Geld zusammen, also alles, was sie einnimmt, tut sie der Forschung spenden, damit man mehr über die Krankheit herausfindet und ich nehme an, natürlich dann irgendwann auch ein Medikament hätte dafür. Also eigentlich ganz etwas Cooles. Wolle kaufen, etwas Gutes tun und nachher noch mit schönen Farben lismen. Also, was wollen wir noch mehr? Ich hatte dann die 2 Strängli schon gezahlt, wo ich das noch gesehen habe. Und zwar ist das ein mega schönes Schwarz oder wirklich ein ganz dunkles Anthrazit. Es kommt jetzt da natürlich ein bisschen heller führen, einfach wegen dem Licht und allem, aber es ist wirklich mega schön dunkel. Jetzt siehst du es ein bisschen besser. Und ich finde, Schwarz ist wirklich eine schwierige Farbe zum Handfärben. Habe ich auch schon ausprobiert. Meine Schwarz sind dann meistens recht lila geworden oder so. Und als ich das gesehen habe, habe ich einfach gewusst, das muss ich haben. Das ist 50 Jack, 50 Seide, Fingering Weight. Und ich habe mir 3 Strängli gekauft von dem. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar einen Pulli mit allen 3 Farben. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Am Samstagnachmittag sind wir dann an die Zähne runter. Ja, Soraya, das Resi, Krigi und ich. Die anderen sind noch am Festival geblieben, weil die Schule hat noch unterrichtet. Und wir sind dann an die Zähne runter in die Nähe von der Notre Dame, weil dort hat es einen Buchladen, wo nur englische Bücher verkauft, Shakespeare and Company. Ja, ich gebe es ja zu, ich habe noch nie von dem gehört, aber das Resi wollte dort hin. Ja, gehen wir schauen, spannend. Und als wir dann dort runtergekommen sind, hat es aber so eine lange Schlange vor dem Laden. Also du hättest etwa eine Stunde anstehen, dass du überhaupt in den Laden reinkommst. Finde ich mal wirklich geiles Marketing, wo der Laden betreibt. Oder weiß gar nicht, ob der Marketing macht. Jedenfalls hat dann das Resi gefunden, ja, nein, also eine Stunde dürfen sie nicht anstehen. Und wir haben dann beschlossen, dass es hat gerade in der Nähe Restaurant gehabt. Und dann sind wir in ein Restaurant und etwas trinken und haben dann beratschlagt, was wir machen könnten. Und sind dann mit dem Bus wieder zurück in die Nähe vom Hotel. Und dort hat es eben noch ein recht grosses Einkaufszentrum, gerade neben der Juju. Und Krigi und ich, wir haben dringend beide neue Schuhe gebraucht. Meine Schuhe waren zwar fast neu, aber der eine, der linke,
ist innen wie die Sohle gebrochen und ich bin die ganze Zeit so schief gelaufen und das hat dann angefangen weh zu tun. Und bei der Kriege hat auch irgendwie etwas nicht mehr so ganz richtig gestimmt und es hat dann immer von unten her im Fersen gedrückt. Und wir sind wirklich viel gelaufen am Freitag und am Samstag und unsere Füße haben geschrien nach neuen Schuhen. Und dann sind wir halt bei der Adidas hier gelaufen und wir haben uns beide Adidas-Schuhe gekauft. Meine passen perfekt zum Barbie's Bad Day Sweater. Ich habe es leider unten vergessen. Aber ich schaue mal, ob ich es im Internet finde, dann hänge ich es auch unten rein. Oder ob ich es schaffe, irgendwie anders ein Foto zu hängen. Und ich habe mir dann noch einen neuen Rucksack gegönnt von Gabaya, glaube ich, heisst das. Der Rucksack, den ich dabei hatte, ist eigentlich nicht wirklich ein richtiger Rucksack, sondern mehr eine Tasche, die du aber so wie ein Rucksack kannst tragen. Aber es hat so angefangen weh machen an meinen Schultern. Es war einfach wirklich unpraktisch gewesen. Und jetzt mit dem neuen Rucksack ist sicher nicht gerade eine günstige Investition gewesen, aber eine lohnende. Vor allem für zukünftige Wolle-Festivals habe ich jetzt einen guten Rucksack mit angenehmen Trägern und viel Platz. Und ja, kann ihn natürlich auch brauchen, wenn ich mit dem Kind unterwegs bin oder sonst auf Zürich Angolismen oder so. Es hat alles Platz drin. Und dann noch 2, 3 Wörter über das hier. Das habe ich in den letzten 2,5 Tagen gelesen. Die Wolle ist Alvor von der Rosario Quattros. Und das ist 50-50 Wolle Leine. Ich habe die Mischung schaurig gern. Gerade auch oder sogar für Sommershirts. Vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel ein kühlerer Sommertag ist oder windig ist, dann finde ich das noch schaurig angenehm. Sicher nicht gerade bei 30 Grad, aber es ist wirklich angenehm zum Tragen. Ich habe die erste Variante ist die da, die ich gemacht habe. Die habe ich das letzte Jahr gelesen, bin aber nicht wirklich happy mit dem Ausschnitt. Und habe gefunden, bevor ich eine Anleitung schreibe, muss ich das nochmal lesen. Das da habe ich aber das letzte Jahr in Porto getragen und darum kann ich sagen, also dort war es ein recht windiger Tag und es war super angenehm. Ich hatte nicht zu heiß, ich hatte nicht zu kalt. Es war einfach perfekt von der Mischung her. Ich hatte zuerst schon auch ein bisschen Angst, dass ich verschmachte, aber dem war nicht so. Und jetzt, wie du siehst, habe ich einen viel schöneren Rundhalsausschnitt gemacht, der viel angenehmer ist zum Tragen wie der hier. Die Anleitung habe ich eigentlich immer gerade so ein bisschen geschrieben während dem Lesen. Jetzt muss ich noch 2, 3 Sachen natürlich anpassen, die ich dann vielleicht mal geschrieben habe und nachher aber gemerkt habe, dass ich es anders lesen muss. Und vor allem muss ich noch alle Grössen kalkulieren und berechnen. Und ich hoffe aber, dass ich es bis Ende Monat fertig geschrieben habe, damit ich es dann an meinem Tech-Editor schicken kann. Und vielleicht schaffe ich es, so Anfang Juli einen Teststrickaufruf zu machen. Apropos Teststrickaufruf. Ich habe ja auf meiner Webseite
kannst du dich eintragen zu meinem Testknitterpool. Ich hänge den direkten Link zu diesem Formular einmal unten rein, falls du dich noch nicht eingeschrieben hast, aber gerne wettest. Und wenn du dich dort einschreibst, kommst du wirklich nur ein E-Mail über, wenn ich einen Testknitter-Call mache, also einen Aufruf habe, aber nicht jetzt irgendwie für den Newsletter oder sonst etwas, sondern da gibt es wirklich nur die E-Mails, wenn ich Testlis suche. Wenn du Lust hast, schreib die ein. Es ist jedes Mal völlig unverbindlich. Ich schicke ein E-Mail. Wer Bock hat, wer Zeit hat, wer gerade rum ist, kann sich melden. Und wenn es ein Modell ist, das dir nicht passt, dann ist das voll okay. Ja, ich glaube, das wäre es jetzt schon wieder gewesen. Ich glaube, meine Stimme ist froh, wenn sie jetzt wieder eine Pause bekommt. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, noch einen schönen Sonntagabend und morgen einen schönen Freitag. Und vor allem ganz, ganz lieben Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht und gefallen. Und dann sehen wir uns vielleicht, hoffentlich, ganz sicher, nächsten Sonntag wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.